einiges habe ich ja gestern auch ausgeführt. Ich möchte aber wieder eins mitnehmen, umso mehr passend zu unserer Resolution, auch die Republik Österreich hat eine Verantwortung und diese Verantwortung möchten wir besonders mit unserer Resolution auch in unserer gewohnten sympathischen Art und Weise entsprechend einfordern. Wir möchten aber auch Danke sagen und bevor wir Danke sagen, genau bei den Leuten, die dafür Sorge tragen, dass eine Minderheit in einer Majoritätsgesellschaft politisch gestaltende gesellschaftliche Kraft sein kann, bitte ich Sie, dass Sie nicht vergessen, am Nachmittag Ihre Handys wieder laut zu stellen. Ich hoffe, die Botschaft wurde verstanden. Also am Nachmittag bitte Ihre Handy wieder laut stellen. Ich darf jetzt gemeinsam mit unserem Vizepräsidenten und Bundesobmann Gerhard Seisel Danke sagen bei Herren. Es tut mir natürlich leid, dass wir jetzt keine Damen dabei haben, die auszuzeichnen sind. Das ist aber oft in Strukturen von Verbänden leider so oder leider noch so. Aber wir möchten Danke sagen mit den Möglichkeiten, die unserem Verband zur Verfügung stehen. Wir haben in unserem Verband ein dreistufiges Ordensstatut und zeichnen immer wieder honorierte Persönlichkeiten für ihr Wirken, nicht für den Verband, von dem wir sie vergeben, weil ich vorher gefragt wurde, aus, sondern wir haben speziell diese Auszeichnung dafür entwickelt, um bei Personen Danke zu sagen, die sich für die deutsche Minderheit in Ost-, Mittel-, Südosteuropa besonders einsetzt, genau bei den Damen und Herren, bei denen wir seit gestern zu Gast sein dürfen. Und so ist es mir eine besondere Freude. Ich möchte mit meinem Vorredner beginnen, der Professor Ovidio Gant. Wir danken ganz herzlich für Ihre Tätigkeit hier, für Ihre Ausführungen, für Ihr jahrzehntelanges Wirken und möchten Ihnen im Namen des Verbandes die silberne Ehrennadel überreichen und Sie bitten, wahrscheinlich selbstredend, tun Sie so weiter. Wir möchten auch unsere Verantwortung in Wien verstärkt wahrnehmen, auch gegenüber unserer Bundesregierung, aber auch gegenüber einem Augenmerk auf die deutsche Minderheit in Ost-, Mittel-, Südosteuropa, den Nachfolgestaaten der Wohnmonarchie. Herzlichen Dank dafür. Jetzt bist du um Geduld, aber ich will niemandem wehtun. Und ich bitte dann alle, dass wir bei den Fahnen dann ein Gesamtfoto machen. In weiterer Linie möchten wir ganz herzlich beim Hauslein vor Ort Danke sagen, bei Dr. Johann Fernbach, auch mit der silbernen Ehrennadel unseres Verbandes. Bitte, Herr Dr. Fernbach. Kannst du nicht noch weiter runtergehen? Das wird der, ja. Ich bitte ebenso Herrn Erwin Siegersons auch für deine jahrelange Tätigkeit im Bergland der silberne Ehrenzeichen unseres Verbandes. Du bist schon so dekoriert von der Steiermark. Auch unseren Dr. Hans Dahmer, so ein Grenzgänger. Einer, der zwischen zwei Welten hin und her pendelt. Zwischen seiner Urheimat hier in Bernat und seinem heutigen Lebensmittelpunkt in Wien. Lieber Hans, danke für deinen Einsatz, danke für deine Vorbereitung vor allem zu diesem Symposium. Dankeschön. Frage, Zitat. Was war meine Leistung? Zitat Ende. Das wissen wir ganz genau. Auch alle, die hier im Saal sind.
als Vorsitzender des Deutschen Demokratischen Forums. Und alle genannten habe ich auch nebenbei nur einen Brotberuf, das muss man schon auch erwähnen. Also vorher herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Nehmen wir uns bitte die Ausgezeichneten zu einem Foto vor unseren Fahnen. Für alle, das sind die Verbandsfahnen der Trägervereine unseres Verbandes, der VLÖ, Verband der deutschen altösterreichischen Landesmannschaften in Österreich, setzt sich ja aus diesen verschiedenen Trägervereinen zusammen. Das sind die Banater, das sind die Donauschwaben, das sind die Siebenbürger Sachsen, das sind die deutschen Untersteirer, die Gutscheer, das sind die Karpatendeutschen, die Sudetendeutschen und die Beskidenlanddeutschen und als Abschluss die Buchenlanddeutschen. Ich habe keinen vergessen. So, du lass mir das da. Ja, genau. Wir kreisen in den geehrten ein. Nein, wir sind der Rahmen. Genau.